Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1 Podcast mit euren Hosts, im Kasel und im Schubs. Ja, heute eine Solo-Session mit mir alleine. Wir reden über den Holland Grand Prix und auch über den Italien Grand Prix, einer der spannendsten Grand Prix, die wir jetzt hatten in dieser Saison, in meinen Augen. Zusätzlich auch noch, wer ist Fahrer Nummer 1, Fahrer Nummer 2 bei McLaren. Wir reden noch ein bisschen über Red Bull, auch noch über Audi, wer wird dort das zweite Cockpit bekommen, über den Sargent, der ja aus dem Williams F1-Team rausgeflogen ist und auch noch über den Adrian Newey. Wir wünschen euch wie immer viel Spass und eine gute Unterhaltung. So, wir legen los mit einer neuen Episode vom Unsafe Release. Heute bin ich alleine in dieser Aufnahme. Der Schubs, der ist momentan in der grünen Ferien, der ist im WK und dementsprechend halt schwer zu erreichen, beziehungsweise wir haben schon miteinander geschrieben, er hat halt einfach keine Zeit, um irgendwie eine Aufnahme zu machen. Das ist völlig klar mit der Wochenendwache und allem drum und dran. Wir wünschen ihm aber schöne Ferien, ja, in der grünen Ferien und natürlich dicke Grüße gehen da raus und er wird dann sicher definitiv das nächste Mal wieder am Start sein. Wir legen jetzt aber los mit der heutigen Episode. Wir gehen zuerst chronologisch nach Holland, beziehungsweise in Zandvoort ist ja das erste Rennen nach der Sommerpause und hat gerade mit einem rechten Knall angefangen von McLaren, weil McLaren ist einfach dort extrem dominant gewesen. Also die haben eine Performance hergelegt, ich glaube es irgendwie, weiß gar nicht, 22, 24 Sekunden vor dem Zweitplatzierten ins Ziel gekommen. Also da reden wir eigentlich von Gaps, wo dazu mal der Max Verstappen in 2022 und 2023 gefahren ist, wo sie so dominant sind. Also das ist wirklich mega beeindruckend gewesen, wie schnell McLaren in Holland war. Man muss aber auch noch dazu sagen, dass die Strecke McLaren tendenziell in den letzten paar Jahren immer relativ gut gelegen ist. Also es ist schon ein bisschen vorabsehbar gewesen, dass McLaren dort wird stark sein, aber dass sie dann doch so stark werden sein, das hätte doch niemand erwartet, glaube ich. Und auch Red Bull hat sehr, sehr dumm aus der Wäsche rausgeschaut, weil ja, ich meine, die fighten da immer noch um die Championship und sie kämpfen momentan mit stumpfen Waffen. Ich finde es aber ehrlich gesagt gut, dass Red Bull mal ein bisschen wieder zurückgeholt wurde, weil sie haben jetzt halt doch auch zwei Jahre lang wirklich sehr, sehr Dominanz gezeigt. Nicht einmal Mercedes hat das eigentlich ihre Dominanz so können zeigen, weil dort hat dann noch immer Ferrari oder dann doch wieder Red Bull reingefunkt hat. Aber ich meine, jetzt wenn wir so rein nur letztes Jahr, das 23 anschauen, wie stark der Red Bull war mit dem Max Verstappen natürlich in Kombination, das ist schon recht beängstigend gewesen. Also da bin ich schon echt froh, dass die Formel 1 im Moment sehr, sehr spannend ist. Es ist wirklich brutal spannend. Also man kann wirklich eigentlich sagen, wenn das Boys jetzt inzwischen ein bisschen abkühlt, der Sommer vorbei ist, heizt es sich richtig auf in der Formel 1. Also dort geht es zu und her im Moment. Monza ist auch wirklich richtig geil gewesen, da kommen wir nachher noch dazu. Aber schlussendlich Holland, muss man sagen, ja, eben, wenn man vorne an die Spitze schaut, ist wirklich spannend gewesen. Mercedes war am Schwächeln dort und ja, hinten raus ist natürlich dann halt auch nicht mehr so extrem spannend gewesen, muss ich ehrlich sagen. Einfach halt, wenn wir jetzt auf unser Team schauen oder ein Landsteam, kann man also so sagen. Also noch Landsteam jetzt mit sauber. Die sind natürlich halt wieder einmal hinten nachgefahren gewesen. Da wird sich aber wahrscheinlich auch in dieses Jahr und auch nächstes Jahr nicht wahnsinnig viel tun. Da stehe ich immer noch dazu. Ich glaube, da werden die zwei immer noch hinten nachfahren. Aber ja, wir werden gegen Ende der Saison vorne raus ein richtig spannendes Finale haben. Also wenn es so weitergeht, wie es momentan aussieht, dann könnte sich das wirklich zu einem Battle zwischen Red Bull, McLaren und vielleicht auch Ferrari noch entwickeln. Wenn Ferrari gute Strategien fährt natürlich und auch wenn sie die richtigen Updates noch bringen. Ich bin einfach auch gespannt, was Red Bull noch macht. Sie sagen ja die ganze Zeit, dass eigentlich ihr Auto nicht mehr weiterentwickelbar ist, also dass sie eigentlich schon das Maximum erreicht haben. Und ja, ich glaube es zwar noch nicht so, der Red Bull tut halt gerne mal ein bisschen grosse Sprüche klopfen. Ich glaube, da wird schon noch irgendwo ein bisschen Potenzial rum sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt Red Bull so schwach ist. Oder, ja, so schwach ist es übertrieben, aber so am hinten nachher strugglen ist, wie jetzt, ja, dazu mal, weiss nicht, wenn wir nehmen, Mercedes in 22 und 23, ich glaube, da wird schon noch ein bisschen Potenzial rum sein und ich glaube, da müssen halt einfach nur
Da muss auch wirklich nochmal der richtige Schraube gedreht werden, dass dann halt da wirklich nochmal ein bisschen Sprung nach vorne kommt. Und es ist natürlich auch mega stark abhängig. Wie gesagt, McLaren, Holland ist immer schon relativ gut gewesen und hat immer schon gut funktioniert gehabt. Und ja, das hat natürlich auch McLaren jetzt mega in die Karte reingespielt. Und bei Red Bull, wenn wir schon bei dort sind, es ist halt schon fraglich, wie geht es weiter mit dem Team. Oder man kriegt es jetzt immer wieder mehr und mehr über. Es verlangt viel, viel wichtige Leute, das Team. Eben der Adrian Newey ist ja rausgegangen. Dann nachher, der andere Dude, den ich jetzt gerade den Namen vergessen habe, der jetzt so sauber geht dann als Teamchef. Der ist ja auch weg, beziehungsweise Audi ist das dann. Und ich denke, da wird noch mehr folgen. Und wenn man so zurückschaut, das ganze Team hat eigentlich bis Ende letztes Jahr noch so gut funktioniert und funktioniert jetzt einfach nicht mehr wegen dieser ganzen Affäre mit dem Christian Horner, wo war mit der Mitarbeiterin. Und das ist einfach mega schade. Also ich meine auch der Verstappen, der ist ja immer wieder ein bisschen Gespräch verwickelt worden, dass er ja eventuell könnte zu Mercedes gehen. Mercedes hat ja jetzt aber offiziell den Kimi Antonelli bestätigt als Nachfolger von Lewis Hamilton. Und finde ich auch an und für sich wirklich einen guten Entscheid. Ich glaube, es war immer noch, es ist zu früh, aber er hat schon Potenzial, muss man ganz ehrlich sagen. Und ich glaube auch, dass er schon relativ stark wird sein und auch im Russell nicht unbedingt das Leben wird einfach machen. Aber es gibt ja auch jetzt schon wieder Spekulationen, dass die beiden sich bis 2026 beweisen, wer darf bei Mercedes weiterhin fahren. Weil scheint eben der Max Verstappen ab 2026 könnte wieder wechseln und dementsprechend die Möglichkeit ist für den Toto Wolff ihn zu Mercedes überziehen. Und wenn das passieren, heiliger Bimbam, der wäre so richtig krass. Das wäre einer der krassesten Transfers, wo je passieren könnte oder wird. Klar, der vom Lewis ist natürlich auch übertrieben krass gewesen. Ich wollte übelst sagen, aber ich wollte dann auf übertrieben umwechseln. Perfekt. Nein, der ist natürlich auch übertrieben krass gewesen und auch sehr, sehr unerwartet gewesen. Es hat zwar immer ein bisschen Spekulationen gegeben. Und jetzt ist es einfach passiert. Das wird schon krass werden nächstes Jahr. Nächstes Jahr wird wirklich eine krasse Saison, glaube ich. Wir werden es sehen, aber ich glaube, das könnte wirklich, wirklich cool werden. So, wir sind immer noch aber in Holland. Und in Holland ist ja noch, ja, wie soll ich sagen, nicht ein Skandal, aber irgendetwas passiert. Oder es ist etwas passiert, wo man eigentlich gesehen hat, dass es passieren wird. Ja, so muss man sagen. Es geht natürlich um den Logan Sargent an dieser Stelle. Rest in Peace. Also, er ist jetzt aus der Formel 1, aus dem Williams F1-Team rausgeschmissen worden. Er hat dort ja im Training einen Fehler gemacht, ist auf einen nassen Rasen gekommen, abgeflogen und den Karren brutal zerstört. Ich glaube, es 1,2 Millionen Schaden oder irgendwie so etwas war. Und es gibt auch einen Crash Standings. Das habe ich erst gerade vor kurzem, ich muss jetzt aber ganz kurz schnell spicken auf dem Handy. Das habe ich erst gerade vor kurzem noch, ich glaube es im Living gewesen, also im AK Magic Card. Gruß gehen raus an dieser Stelle. Genau. Also es geht um das Ranking Damage Cost after the Dutch Grand Prix. Und erstaunlicherweise ist der Sergio Perez auf P1. Also es ist nicht mal der Logan Sargent, gut, er ist auf P2. Und dann kommt der Alex Albon. Also Williams das Jahr wirklich, was so kostentechnisch anbelangt, sehr, sehr, sehr teuer dabei. Also der Schaden in Holland hat 1,7 Millionen sogar gekostet. Ein bisschen mehr als 1,7 Millionen beim Logan, so by the way. Und ja, das ist echt übel. Das ist wirklich echt übel. Und wenn wir schauen, der Perez ist momentan bei 3,6 Millionen Schaden. Und der Sargent war bei 3 Millionen gewesen. Die Zahl wird Gott sei Dank nicht weiter raufgehen. Die wird dort hängen bleiben. Aber der Perez hat natürlich schon ein paar böse Unfälle gehabt. Mit auch zum Beispiel unter anderem in Ungarn. Dort hat er den Karren auch böse geschlissen. In Monaco hat er auch noch kaputt gefahren. Also er hat überall ein bisschen so seine Probleme gehabt, kann man sagen. Und ja, das ist schon echt bitter. Das ist wirklich echt bitter. Und jetzt ist er ja rausgerührt worden von Williams. Der James Walls hat ja gesagt, er glaubt einfach, dass
dass sein Potenzial ausgeschöpft ist und sich nicht mehr weiterentwickeln kann. Das ist natürlich schon recht harte Wörter. Das ist auch vor kurzem mal ein Statement von Logan Sargent online gewesen. Das ist aber dann nachher wieder von ihm abgenommen worden. Und wenn ich jetzt hier schnell kurz gerade auf Instagram schaue, beim Logan Sargent, dann habe ich gemeint, er hat gar kein Statement online oder schon irgendetwas geschrieben, glaube ich. Nein, also sein letzter Post war am 24. August, seitdem hat man einfach nichts mehr von ihm gehört. Ja, es tut mir ein bisschen leid für ihn. Also klar, eben, über das Fahrerische müssen wir nicht darüber diskutieren, müssen wir auch beim Stroll nicht diskutieren. Ich habe ihn einfach mega sympathisch gefunden. Also, er war nicht abgehoben gewesen, er ist mega bodenständig im Überkommen, er ist auch so in den Interviews und so, er ist immer wirklich mega anständig gewesen, aber er ist halt einfach durch das Markt mega unter Druck gewesen. Und das tut mir gleich ein bisschen leid, es tut mir auch ein bisschen weh, blöd gesagt für ihn, dass er halt jetzt die Formel 1 verloren. Es wäre schon cool gewesen, hätte er vielleicht die Saison noch fertig fahren. Ich kann aber natürlich auch den Entscheid von der Teamseite her verstehen, dass man halt einfach das Risiko nicht mehr möchte eingehen, dass noch mehr Schaden kann entstehen. Dann muss man aber auch wiederum darüber diskutieren, ja, wieso nimmt man dann einen Formel-2-Fahrer, klar, er ist im Jugendprogramm, aber wo ja eigentlich null Formel-1-Erfahrung hat. Und zwar ist ja Williams auf Franco Colapinto gegangen. Man muss aber hier an dieser Stelle sagen, also man skippt schon früher auf Monza, weil er schon in Monza eingesetzt wurde. Monza ist als Top-Rennen gefahren. Also wirklich sehr gut gefahren, sauber gefahren. Und er hat zwar einfach im Qualifying, glaube ich, oder im Training hat er mal ein bisschen einen Ausritt gehabt, aber sonst muss man wirklich sagen, er ist gut gefahren. Er ist wirklich gut gefahren. Und ja, für den Sargent, ja, es tut mir einfach leid. Es tut mir wirklich leid, aber Teamentscheid kann ich nachvollziehen. Mick Schumacher ist ja auch noch mega lang eigentlich da so ein bisschen im Raum gestanden, dass er vielleicht könnte einspringen bis Ende Saison. Und der Toto Wolff hat ja das auch noch begünstigt oder befürwortet. Liam Lawson war ja anscheinend auch der erste Fahrer, den sie hätten gerne haben. Der hat aber Red Bull scheint nicht freigegeben. Und ja, Mick Schumacher hat ja dann oder wäre ja eigentlich wirklich gut da gestanden, sage ich mal. Er hat Formel 1 Erfahrung, gefragt in der WEC Series, wo er auch wirklich immer sehr, sehr gut performt. Ist aber dann nicht daran hergekommen, weil der James Wowes das im ersten Interview begründet hat mit, er sei eigentlich nichts Spezielles oder er sei nichts Spezielles, er sei nicht außergewöhnlich. Und das ist schon echt eine harte Aussage gegen den Mick. Klar, man kann sich jetzt hier natürlich wieder darüber streiten, ist er etwas Außergewöhnliches oder ist es nicht. Wenn man seine bisherige Leistung in der Formel 1 anschaut, kann man natürlich ganz klar sagen, nein, er ist es eigentlich nicht. Man muss aber dann halt eben auch wieder Revue passieren lassen, in was für ein Auto ist er gehockt, was hat er für einen Teammate gehabt, was hat er für einen Teamchef gehabt. Das sind natürlich alles so ein bisschen Faktoren. Ich meine, ich tue auch da, ich greife eigentlich nicht wirklich gerne auf Drive to Survive zurück, weil ich finde, Drive to Survive tut einfach halt mega viele Szenarien falsch darstellen. Also wie zum Beispiel, dass der Ricciardo und der Norris sich hure schlecht verstanden haben bei McLaren, obwohl das ja eigentlich gar nicht so war. Ja, einfach alles so Sachen. Und es gibt aber dort schon auch eine Szene, eben, wo der Kevin Magnussen ihn ja eigentlich immer mega unterstützt hat und auch immer zum Günther gesagt hat, so, ja, gib mir einfach Zeit, er braucht Zeit und so. Und ja, die hat er halt schlussendlich nicht bekommen, das ist natürlich sehr, sehr schade, aber ich glaube, er wäre schon eine gute Alternative gewesen. Ich will natürlich da nicht sagen, dass die Entscheidung von Williams schlecht gewesen sei, dass sie auf den Colapinto gegangen sind, weil es ist sicher auch cool, dass du in einem Neuling oder in einem Rookie eigentlich so mal eine Chance gibst, weil das kriegt auch nicht jeder über. Er hat natürlich jetzt auch die Möglichkeit, sich zu beweisen. Und es ist auch immer gut, dass neue Leute in die Formel 1 reinkommen, um sich zu beweisen. Weil wer weiß, vielleicht hast du einen Fahrer, der in der Formel 2 nicht so gut performt, allerdings in der Formel 1 hure stark ist. Das gibt es natürlich auch. Ich meine, der Mick Schumacher ist auch ein Paradebeispiel. Formel 3 gut gefahren, Formel 2 gut gefahren, Formel 1 kommt und dann nachher nicht mehr gut gewesen. Eben klar, wie gesagt, auch, wenn man es von außen anschaut, eben mit dem Team, alles, was er hatte, ja, ist es natürlich ein bisschen schwer gewesen. Aber mit dem wollte ich einfach sagen, man weiß halt einfach nie. Ich finde den Entscheid riskant, weil auch eben gerade so ein Rookie kann viel Schaden machen. Er kann natürlich den Karren zerlegen. Und da muss man sich dann halt einfach schon auch im Nachhinein fragen, so, ja, hat es sich gelohnt, jetzt einen Rookie zu setzen. Aber
James Walls, der wird schon seine Gründe haben. Vielleicht sind es einfach die Sponsoren, die 3 grossen Sponsoren, die auch noch er mitgebracht hat von Argentinien, die vielleicht auch noch ein bisschen Karten reingespielt haben. Wer weiß. Aber wir schauen mal, wie sich das noch dort entwickelt. Wie gesagt, in Monza hat er ein gutes Rennen hergelegt. Ich hätte gerne den Mick gesehen. Ich bin aber auch, muss man an dieser Stelle sagen, ein anerkannter Mick Schumacher-Fan. Nicht, weil ich den Schumi früher immer sehr geil gefunden habe oder sehr gut gefunden habe, weil ich finde einfach den Schumi oder den Mick Schumacher mega sympathisch und ich finde halt einfach, er hätte nochmal eine Chance verdient, um sich zu beweisen, weil ich meine, imagine, er wäre jetzt gekommen. Er hätte, ich weiß nicht wie viele Rennen gehabt, ich weiß ehrlich gesagt nicht wie viele Rennen das jetzt noch sind, das sind ja noch ein paar, aber er hätte eigentlich wirklich die Rennen gehabt, um sich zu beweisen. Wenn es dann nicht geklappt hätte, hätte man können sagen, hey, look, du hast jetzt mal eine Chance gehabt. Klar, es war nicht das Top-Auto, aber du hast deine Chance mal gehabt und du hast dich nicht können beweisen und that's it. Und dann wäre seine Formel-1-Karriere eigentlich wirklich vorbei gewesen. Und dann hättest du auch den Namen Mick Schumacher hättest du eigentlich auch dann können aus jedem Gerücht oder aus jeder Spekulation rausnehmen. Weil momentan, es gibt ja auch wieder die Spekulationen bei Audi. Bei Audi ist es ja so, dass ja immer noch ein Sitz frei ist. Dort ist momentan der Bottas irgendwie ein bisschen der Pole Position, eben der Mick wird manchmal ein bisschen genannt. Und gibt es jetzt noch neu, der Bortoletto heisst der Franco. Nein, nicht Franco, wie heisst er? Ich weiß nicht, wie vorne, Bortoletto heisst der. Und der Bortoletto ist auch Formel 2 Fahrer, ist jetzt auch erst gerade in Monza vom letzten Startplatz im Hauptrennen gestartet und ist dann nachher auf P1 gefahren. Also da muss man auch wirklich sagen, gute Leistung gehabt oder gute Leistung gebracht. Ist aber auch natürlich ein bisschen bedingt gewesen, dass es vorne wieder ein bisschen Zwischenfeld gegeben hat und er so ein bisschen vorgerutscht ist. Aber nichtsdestotrotz, der Valtteri Bottas, der ist immer noch sozusagen, denke ich, eher in der Pole Position als der Bortoletto. Es ist halt immer ein bisschen die Frage jetzt, auf was möchte Audi gehen? Möchte Audi ein Team haben aus 2 Fahrern, die viel Erfahrung haben, dann wäre der Bottas die richtige Wahl. Oder möchte es wirklich einen Mix bringen von einem erfahrenen Fahrer wie der Hülkenberg und dann nachher mit einem Rookie wie jetzt eben der Bortoletto. Das ist halt jetzt ein bisschen so die Frage, was sie da möchten machen. Eben der Mick Schumacher wird auch immer wieder genannt. Ich denke aber, dass der Mick bei Audi auch schon wieder ein bisschen draussen ist. Also ich denke nicht, dass der Mick nächstes Jahr in der Formel 1 wird fahren. Ich denke, das wird vielleicht frühestens 26 oder für alle frühestens 25 wieder eine Option sein. Aber dann muss man halt dann auch wieder sagen, ja, ist er denn noch, oder ist er noch, wie soll ich sagen, ist er noch ein Kandidat für die Formel 1, weil er dann doch recht lang schon weg war vom Fenster. Und ich meine, er ist ja 2022 noch gefahren. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube 2022 ist es noch gewesen. Ich weiß es gar nicht mehr, wenn er rausgefallen ist aus der Formel 1. Ich habe gemeint 2022. Aber ja, es ist ja auch schon ein Weile her und darum es ist schwierig, ob dann er nochmal reinkommt. Klar, der Nico Hülkenberg ist auch recht lang weg von der Formel 1, ist jetzt gleich wieder zurückgekommen. Aber der Nico Hülkenberg hat halt einfach seinen Vorteil gehabt, dass er vorher schon sehr lange in der Formel 1 war und sehr viel Erfahrung mitgebracht hat. Und hat immer wieder ein bisschen Einsätze gehabt. Das hat er eben halt auch gehabt, wo ihm natürlich dann auch wieder die Karten gespielt haben. In der Corona-Zeit hat er ja eigentlich den Perez ersetzt. Stroll hat er, glaube ich, noch ersetzt. Und den Sepp hat er ja auch noch eigentlich ersetzt. Oder bin ich falsch? Ja, jetzt wäre der Gabu gut. Wenn ich jetzt den Gabu hätte, dann könnte es mir sagen. Aber ich weiß es leider nicht mehr. Ich habe gemeint, 3-mal ist er eingesprungen. Und ich habe gemeint, er ist eigentlich immer gut gefahren, bis auf Saudi-Arabien. Ich glaube, es ist eben Saudi-Arabien, wo der Sepp Corona hatte. Aber ich bin mir wirklich nicht mehr sicher. Kann sein, dass ich jetzt etwas erzählt habe. Aber eben dort zum Beispiel in Silverstone im 20 war es, wo er den Perez ersetzt hat. Dort hat er ja verdammt gute Performance hergelegt. Dort hat er dann einfach Racing Point ein bisschen die Strategie versaut. Weil dort hat er wirklich Potenzial gehabt, für aufs Podium zu kommen, weil er ist ja von P2 oder so gestartet. Also Hülkenberg einfach nach wie vor ein sehr, sehr sympathischer Mensch und auch einer, der es mega verdient hat, in der Formel 1 zu fahren. Und ich wünsche mir so sehr, dass er es wirklich noch schafft, aufs Podium zu kommen, weil er ist ja der Fahrer, der, glaube ich, mit unter anderem am meisten Grand Prix stark gemacht hat und noch nie auf dem Podium gelandet ist. Echt bitter, aber es ist, wie es ist. Wie gesagt, bei Audi momentan jetzt noch ein Sitz frei. Mal schauen, wer dort reinkommt.
ich persönlich, mein Herz schlägt wirklich für den Mickey. Ich hoffe wirklich, dass er den Sitz bekommt. Realistisch gesehen denke ich aber, er hat der Bottas die besten Karten und ich gehe auf ein Safe-Bet von Audi, dass sie einfach sagen, wir möchten 2 erfahrene Fahrer, dass wir wirklich das Team aufbauen können. Und dann wäre eigentlich ein Bottas eine gute Alternative und zudem macht er auch immer wirklich geile Memes und Videos auf Social Media für Steak und das fühle ich auch anders. Also er ist wirklich eigentlich eine TikTok-Legende, der Valtteri Bottas, und auch allgemein ist er einfach ein mega geiler Charakter eigentlich in dem ganzen Zirkus inne. Und ja, ich würde es schade finden, wenn er ein bisschen fehlen, muss ich ehrlich sagen. Also vor allem auch seine Haltung, wie er jetzt in der Formel 1 hat, oder zu der Formel 1 hat nach Mercedes, so alle so, ja, ich fahre jetzt einfach mit, weil ich noch Bock habe, und solange ich noch Bock habe, so wie halt der Kimi, also nicht der Kimi Antonelli, sondern der Kimi Räikkönen. Und das ist schon geil. Also die Haltung, die er jetzt hat, finde ich eigentlich schon relativ cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Ja, dann, was der Bottas noch macht, ist ja wann ist das? Ich glaube, seit Ungarn fährt er immer noch die Strecke ab mit dem Velo. Das wird immer auf Social Media postet und das hat er ja jetzt auch in Monza gemacht. Und ja, jetzt kommen wir zu Monza. Monza wirklich so ein geiles Rennen gewesen. Ich muss wirklich sagen, ich habe so zittert. Also, wir fangen mal beim Start an. Der Start ist halt wieder so ein bisschen Norris-typisch gewesen. Norris, wie soll ich sagen, schaut, ich möchte nicht wieder über den Norris abhaten. Ihr wisst ja auch ein bisschen meine Haltung zum Norris. Ich bin jetzt nicht der wahnsinnig grosse Lando Norris-Fan. Ich werde aber auch nicht wirklich ihn so aussprechen, dass er gar kein Talent hätte und unverdient in der Formel 1 ist. Überhaupt nicht. Also er hat wirklich seinen Platz auch verdient, weil er fährt auch wirklich gut. Aber ich sage es seit etwa 4-5 Episoden immer wieder, der Norris muss einfach lernen, keine Fehler mehr zu machen. Weil, nur wenn du schon Piastri sein Race anschaust von Monza, der ist so stark gefahren und du darfst nicht vergessen, der Piastri, der fährt seine zweite Formel 1-Saison. Seine zweite Formel 1-Saison und ist einfach, und ich glaube, ich lehne mich hier nicht aus dem Fenster, auf Augenhöhe mit dem Lando Norris. Auf Augenhöhe. Der macht ihm das Leben schwer. Ich meine, schaut schon nur die zweite Schikane an, die in Monza war, in der Runde. Der Piastri kennt nichts, er geht einfach drin. Das ist ein Move, den du bei einem Gegner machst, wenn es um einen Wing geht oder so. Sag jetzt mal, wenn du gegen Ferrari fährst, er macht ihn beim Teammate. Klar, da kann man sich jetzt wieder darüber streiten und sagen, so, ja, Kollege, das ist ein Teammate. Wir sind ja das noch vor dem Rennen gesagt, eben hier die Papaya Rules, also sprich, ja, überholen erlaubt, aber nicht zu grob und so, also halt eben wirklich human und so und haben die Rücksicht zueinander. Und da muss man halt einfach auch McLaren ein bisschen an der Nase nehmen. Klar, Norris muss sich da auch selber an der Nase nehmen, da muss man halt vielleicht auch ein bisschen anders fahren. Aber der McLaren muss sich auch an der Nase nehmen. Sie müssen halt einfach, wenn sie jetzt wirklich möchten, um eine Championship fahren, also sei es jetzt Fahrer oder Teamweltmeisterschaft, die müssen jetzt wirklich einen Fahrer 1 und einen Fahrer 2 bestimmen. Klar, du willst es nie machen, weil ich meine, McLaren hat eigentlich eine wirklich eine scheiß Position, wo sie sich gerade befinden. Sie haben ein konkurrenzfähiges Auto, wenn nicht sogar aktuell das beste Auto im Grid. Da haben sie eigentlich momentan mit unter anderem die 2 stärksten Fahrer. Ja, also, ich sage jetzt mal, in der Top 6 oder so sind das die 2 besten Fahrer auch sicher mit dabei. Und ich habe das Gefühl, dass bei beiden, oder er muss sicher beim Piastri im Vertrag steht, dass er kein Fahrer Nummer 2 ist und dass er auch nicht behandelt wird wie ein Fahrer Nummer 2. Weil sonst irgendwie wieder eine Ausstiegsklausel kommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, es geht um das. Und darum sage ich es einfach Papaya Rules, also sprich eben einfach anständig fahren, nicht rücksichtslos, sondern mit der Rücksicht fahren. Sagt man das richtig so? Keine Ahnung. Und ich habe einfach das Gefühl, das wird drinnen stehen und darum müssen sie eigentlich fahren lassen, weil sie sonst gegen den Vertrag wieder verstoßen. Also das ist natürlich vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, aber wenn ihr ein bisschen nachdenkt über das, was ich jetzt gesagt habe, würdet ihr vielleicht auch sagen, so, eigentlich könnte das schon auch noch sein. Wir sind wir ehrlich, der Lando Norris der erste Platz ist bei McLaren. Ich glaube, wenn ich das sage, ist es nicht mal gelogen. Der ist schon länger dabei,
Das Auto ist eigentlich um ihn herum ein bisschen entwickelt worden oder ist um ihn herum entwickelt worden. Und der Piastri ist einfach reingekommen mit brutal viel Talent. Und wir dürfen auch nicht vergessen, sein Teammanager, nicht sein Teammanager, sein Manager ist der Mark Webber. Und der weiß, wie das ist, wenn man Zweitfahrer ist, zum Beispiel neben Sepp und bei Red Bull. Darum, ich glaube, der hat schon einen sehr, sehr guten Vertrag bei McLaren rausgehandelt, dass er nicht wie ein Zweitfahrer behandelt wird oder dass es eine Zweitfahrersituation gibt. Und ich glaube, das spielt jetzt McLaren ein bisschen gegen die Karte oder da haben sie sich selber ein bisschen ins Bein gestochen, weil ich denke auch, dass sie nicht damit gerechnet haben, dass sie so stark werden dieses Jahr. Und jetzt müssen sie halt einfach eine Lösung finden, weil ganz ehrlich, wenn sie so halt weitermachen, sie werfen beides weg. Entweder holt sich das Red Bull gleich noch, weil sie irgendwie Kurven bekommen, oder weil sie sich halt einfach immer durch Fehler von McLaren das retten tun, ins Ziel retten tun. Weil solange der Verstappen immer vor dem Norris ins Ziel kommt, ist alles gut. Jetzt klar, in Monza hat es nicht geklappt, aber es kommen auch wieder Strecken rein. Jetzt gerade zum Beispiel Stadtkurs, wo ich jetzt wieder Red Bull ein bisschen stärker gesehen habe, also zum Beispiel gerade Aserbaidschan und Singapur auch zum Beispiel. Und dann könnte es natürlich schon gut möglich sein, dass es dann wieder ein bisschen Punkte gibt für den Max und dann nachher wieder ein bisschen weniger für den Norris. Und dann ist natürlich mal einerseits Fahrer Championship weg. Was Constructor Championship anbelangt, da hat natürlich McLaren schon noch die besten Karten, aber auch da muss man sagen, Ferrari ist auch nicht weg oder weit weg. Also jetzt gerade auch der Sieg in Monza ist natürlich auch wieder sehr gut gewesen für Ferrari. Das hat natürlich auch das ganze Team jetzt wieder ein bisschen gepusht. Ich meine, sie haben daheim gewonnen, das ist ihr das wichtigste Rennen. Der Charles Leclerc hat sein Heimrennen in Monaco gewonnen und sein zweites Heimrennen in Monza sozusagen. Und das gibt natürlich einen mega Moralpush und ich glaube, dass Ferrari sehr, sehr stark jetzt in die restlichen Rennen wird reingehen. Und ja, darum McLaren muss mega aufpassen, was sie jetzt machen. Also sie müssen da wirklich die richtigen Hebel setzen und die richtigen Knöpfe drücken, weil sonst schmeißen sie es mega weg und dann kann man wirklich Ende der Saison sagen, hey, der hat jetzt eigentlich geholt, wenn er von Anfang an richtige Entscheidungen getroffen hätte. Weil eben das Überholmanöver in der ersten Runde von Piastri am Norris, es war brutal her gewesen. Wenn es eine ganz klare Fahrer 1 und Fahrer 2 gegeben hätte, wäre das nicht passiert. Weil es aber nicht gegeben hat, hat es einfach probiert, hat es gemacht und ich meine, der Piastri ist gut vorne gefahren. Norris ist natürlich dann auch wieder gut retour gekommen, aber er ist natürlich dann durch die ganzen Pits und alles drum und dran ein bisschen hängen geblieben. Da muss man aber dann auch sagen, hat einfach Ferrari mal ausnahmsweise mit dieser Strategie einfach wirklich in den Goldtopf hineingelenkt. Also richtig gewagt. Und wenn man auch dann nachher jede Runde den Gap gesehen hat, wo der Piastri auf Leclerc aufgeschlossen hat, der war auch recht beängstigend gewesen. Aber Ferrari hat es einfach gemacht, der Leclerc hat es einfach gemacht in Monza und ich habe mich gefreut. Ich habe die letzten 10, 15 Runden am Schluss habe ich so gespannt mitgeschaut. Ich war richtig nervös gewesen, weil als ich gesehen habe, hey, Potenzial ist rum, ich habe es wirklich wählen. Ich habe wählen, dass Ferrari gewinnt in Monza, weil einfach nur für die Atmosphäre, ich habe sie gesehen. Und ich habe mich wirklich mega gefreut, wo der Leclerc den Win geholt hat. Und auch für Ferrari habe ich mich gefreut, weil ja, eben, ich meine, das klingt jetzt wieder so, weißt du, egal was ich jetzt sage, es klingt wieder so, ja, weil der Hamilton nächstes bei Ferrari ist, darum sagst du so etwas. Aber es ist einfach immer noch Fakt, dass das, was der Sepp gesagt hat, einfach der Tatsache entspricht, dass jeder, der Formel 1 schaut, einfach auch Ferrari-Fan ist. Auch wenn du sagst, eben, Mercedes sagt, der beste Brand auf dieser Welt, die sind auch Ferrari-Fan. Es ist einfach nicht weit hergeholt. Weil, wer gönnt es Ferrari nicht, in Monza zu gewinnen? Wer gönnt das Ferrari nicht? Also ich kenne niemanden, der sagt so, nein, ich gönne es Ferrari nicht. Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Jeder gönnt doch Ferrari den Win in Monza. Mindestens dort. Und also ich habe mich richtig gefreut, dass das passiert ist. Auch eben die Atmosphäre richtig geil. Leclerc hat sich gefreut. Und. Also wirklich sehr, sehr geiles Rennen gewesen, sehr spannend gewesen. Und einfach wirklich so ein guter Grand Prix. Also eben dieses Jahr, die Formel 1-Saison dieses Jahr, ich hätte nie gedacht, nach dem, was alles letztes Jahr passiert ist in der Formel 1 mit Red Bull und so, dass das dieses Jahr so spannend wird. Und also, ohne Witz, Drive to Survive, wie gesagt, ich greife nicht gerne zurück auf Drive to Survive, weil ich halte wirklich nicht viel von dieser Serie.
die wird wahrscheinlich da so die beste Staffel werden oder die beste Staffel raushauen, die sie je rausgehauen haben, weil es ist so viel passiert. Es ist so spannend, einfach so viele Wins, verschiedene Fahrer, die gewinnen, verschiedene Teams, die gewinnen. Dann eben der Skandal mit dem Christian Horner, dann eben das mit dem Adrian Newey, dann nachher Verstappen, wo ja vielleicht so Mercedes geht. Was ist noch alles passiert? Es ist so viel passiert, das ist abartig. Und ich glaube, da länger 10 Episoden nicht. Ferrari zum Beispiel mit dem Hamilton, wo sie also das wird so krass werden. Und ich habe erst vor kurzem noch die Episode geschaut, wo der Toto einfach am Schluss sagt, so, wenn ich mir vorstelle, der Hamilton in Rot, das sieht nicht gut aus. Und jetzt ist er einfach das nächste Jahr in Rot, Alter. Oh mein Gott. Oh shit, ey, es wird einfach so krass werden, die Netflix-Staffel. Plus einfach nächstes Jahr die Saison, ich bin so gespannt, ich freue mich richtig drauf. Also Formel 1 momentan Renn-Action-technisch oder einfach so, wie es momentan soll abgeht in der Formel 1, ist wirklich wieder seit langem sehr, sehr spannend. Also das letzte Mal, wo es wirklich so geil war, war wirklich 21 mit dem Showdown von Hamilton und dem Max Verstappen. Das war das letzte Mal wirklich so spannend gewesen. Aber jetzt ist es auch wieder richtig geil, weil ich meine, wir haben weit über die Hälfte von der Saison. Wir haben noch Rennen bis im Dezember, also noch 3 Monate haben wir Rennen. Ich glaube sogar am 8. Dezember ist das letzte Rennen. Also genau jetzt haben wir den 9.9., wenn ich die Episode aufnehme da. Und also eigentlich genau noch 3 Monate geht noch die Saison und ich denke, wir werden schon noch bis wirklich im Dezember, spätestens, oder frühestens im November werden wir den Entscheid haben. Aber ich denke, es könnte schon sein, dass wirklich bis wieder der letzte Grand Prix wieder Entscheidungen könnten treffen. Und es bleibt einfach sehr spannend. Also ich freue mich richtig auf die letzten 3 Monate jetzt in der Formel 1. Ich finde es auch krass, wie schnell die Saison wieder vorbeigegangen ist. Auch der Sommer und so, jetzt wieder mega schnell vorbeigegangen. Ich freue mich eigentlich auch schon wieder auf die nächste Saison, wie gesagt, wenn es dann wieder losgeht. Und ja, das ist wirklich bis jetzt wirklich eine sehr, sehr gute Saison gewesen. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift und habe ein bisschen am Träumen gewesen. Es ist ja schon spät, ich muss sagen, es ist schon nach der 10, ich bin wirklich eigentlich easy müde. Und ja, wir kommen jetzt so zum letzten Punkt, da fällt mir jetzt auch wirklich ein bisschen der Übergang, ich habe zwar vorher schon ein bisschen angesprochen mit Adrian Newey, es geht nur um den, es ist eigentlich auch nur so ein kleiner Ausschnitt oder ein kleiner Randfact. Also wir haben heute eben den 9.9., wenn wir das aufnehmen. Wenn die Episode online kommt, wird es vielleicht schon announced sein, weil morgen hat Aston Martin, glaube ich, etwa am 9., ich bin mir nicht ganz sicher, oder am 11., ein PR, also Pressemitteilung. Und dort gehen jetzt alle wirklich schwer davon aus, dass der Adrian Newey bei Aston bekannt geben wird. Und ich glaube, das wird auch wirklich so passieren, dass es wirklich wird so kommen. Man munkelt ja auch, dass irgendwie, also es gibt so Zahlen, die im Internet wo man kursieren von 50 Millionen Pfund pro Jahr und 150 Millionen Pfund pro Jahr, wo der Adrian Newey soll verdienen. Er hat einen 5-Jahres-Vertrag bekommen bei Aston. Ja, wie das genau soll sein, alles drum und dran, keine Ahnung. Ich bin gespannt, ob Aston wirklich dann den Stepper kann machen kann, dass sie Top-Team werden und dass der Aston dort vorne kann mitfahren kann. Ich hoffe dann einfach, dass der Lance dort nicht den Weltmeistertitel hat, sondern eher noch der Alonso oder halt, ja, je nachdem, wer dann zu Aston kommt. Aber ja, eben wie gesagt, das soll eigentlich voraussichtlich, oder das wird voraussichtlich morgen dann bekannt gegeben werden, wenn die Episode rauskommt, oder die Episode Unsafe Release Podcast Episode da. Dann wird das vielleicht, oder wird es wahrscheinlich schon bekannt gegeben worden sein, weil ich die Episode wahrscheinlich erst am Mittwoch schneide, jetzt haben wir Montag. Weil morgen habe ich leider keine Zeit, um das zu machen, aber ich habe gedacht, ich nehme es jetzt auch mal auf. Leider eben, wie gesagt, alleine, weil der Schubs eben nicht um ist. Und ja, das ist eigentlich schon das Wichtigste, was in den letzten paar Wochen alles in der Formel 1 passiert ist. Ich glaube, ich habe nichts Grobes vergessen. Ich tue jetzt aber sicherheitshalber noch mal schnell kurz durchspicken. Einfach nicht, dass ich etwas Wichtiges offen gelassen habe, weil ich habe zwar schon ein paar Notizen gemacht, aber eben, wenn man halt so Episoden an ein Like aufnimmt, dann nachher, ja, ist es halt, ja, ist halt immer schwierig, gell? Ich schaue da schnell kurz nach. Genau, der neue Teamchef von Alpine, den haben wir ja auch schon in der letzten Episode angesprochen. Das Einzige, was man noch könnte ansprechen, ist noch wegen Flavio, wegen Briatore. Ja, der möchte ja eigentlich eben so das Werk zumachen, jetzt das Motorenwerk und eben von Mercedes beziehen. Und Alpine ist ja momentan nicht mega im Umschwung. Ich glaube nicht, dass dort
so viele gute Entscheidungen getroffen werden. Ob der Flavio Briatore auch der richtige Mann ist für so Entscheidungen, sei dahingestellt. Er ist sicher kein schlechter, aber man weiss ja, was in der Vergangenheit passiert ist mit ihm zusammen. Und mal schauen, ob Alpine da noch das Ruder umreißen in den nächsten paar Jahren mit Mercedes-Motoren, die sie ja möchten, anscheinend einkaufen. Ich glaube, wird schwer werden, weil es halt einfach immer noch an den richtigen Leuten fehlt oder die Leute fehlen halt, die man wirklich braucht. Ich glaube, das Announcement von Jack Doohan, dass er ja der Zweitfahrer ist von Pierre Gasly, ich weiß leider nicht, ob das kurz vor Holland war oder ob das noch vor der Sommerpause war. Ich glaube, das war vor Holland, habe ich gemeint. Also der Jack Doohan fährt auch nächstes Jahr neben Pierre Gasly. Dort war ja auch noch recht lange der Mick Schumacher im Gespräch, aber ist dann nachher halt auch wieder alles flöten gegangen. Jack Doohan, ich weiß eben nicht mehr, ob wir es angesprochen haben. Ich glaube, wir haben das letzte Mal in der letzten Episode haben wir es noch einfach gesagt, so, wäre voll der Fehlentscheid und so. Jetzt ist es halt so, voll der Fehlentscheid, muss man an dieser Stelle sagen. Aber es ist halt Alpine, dort läuft halt alles ein bisschen falsch. Aber das müssen Sie wissen. Ich glaube, das Einzige, was noch könnte passieren jetzt dieses Jahr, ist halt wirklich noch ein Driver-Swap Red Bull mit Perez und so, wenn das nicht weiterhin funktioniert. Der Perez hat zwar jetzt letztens gemeint, weil der Max jetzt auch nicht mehr so gute Resultate einfährt, dass jetzt der Max weiss, wie es sich anfühlt, wenn man kein gutes Auto hat, obwohl sie ja beide im gleichen Auto fahren, aber whatever, das ist natürlich auch dem Perez seine Meinung. Aber dort gibt es auch ein bisschen Spekulation, eben, dass Liam Lawson vielleicht gerade direkt zu Red Bull geht oder halt dann eben zu Visa Cash App Racing Bull und dann nachher zu der Ricciardo vielleicht zu Red Bull Racing. Aber ich denke, Ricciardo, dem seine Zeit in der Formel 1 wird wahrscheinlich auch nach dieser Saison vorbei sein. Ich glaube nicht, dass er nächstes Jahr noch fahren wird. Also da könnte ja auch noch einen recht spannenden Driver-Swap geben dort bei Red Bull. Und wer weiß, vielleicht wird dann so nochmal ein weiteres Fäudchen im Bingo dann abgestrichen, weil dort haben wir ja auch noch ein paar Driver-Swaps drin. Ich glaube, es war eben Ferrari gegen Monza, ich glaube, es war auch noch ein Fäudchen, das muss ich dann noch grün machen. Ich glaube, es war sogar vom Simi, ich bin mir aber gar nicht sicher. Das mache ich jetzt zu einem anderen Zeitpunkt, weil jetzt habe ich leider eben nicht mehr viel Zeit für das. Ich wollte einfach nur mal noch eine Episode aufnehmen, dass wir wieder eine aufgeladen haben, mit den wichtigsten News zusammengefasst, was so alles passiert ist mit den Gerüchten und alles drum und dran. Und das wäre es eigentlich schon auch gewesen von dieser heutigen Episode vom Unsafe Release. Also wirklich eine mega kurze, knackige Folge mit wichtigsten Infos. Ist natürlich halt so, wenn man eine Episode aufnimmt, kann man nicht gerade eine Stunde irgendwie durchlabern, weil einfach der Input von der zweiten Person ein bisschen fehlt. Aber wie gesagt, in der nächsten Episode wird sicher der Schubs wieder auch am Start sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Episode gefallen hat, auch wenn es nochmal von mir selber moderiert wurde. Ich hoffe, ich habe wirklich das Wichtigste erwähnt. Falls ich irgendetwas vergessen habe, tut es mir leid. Aber ihr werdet eigentlich immer rund um die Tour auch bei mir auf TikTok oder auf Instagram über aktuelle Formel 1 News und alles drum und dran informiert. Also folgt mir gerne dort auf diesen Plattformen. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie gerne unten rein bei diesem Podcast. Bei Spotify kann man ja Fragen stellen. Bei Apple geht es zwar nicht, aber bei Spotify geht es. Und wie gesagt, das war es mit der heutigen Episode von Unsafe Release. Wie gesagt, danke vielmals, dass ihr bis dahin zugelassen habt. Wie gesagt, es war kurz und knackig gewesen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Episode. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, einen guten Morgen, einen guten Abend, was auch immer. Und bis zum nächsten Mal beim Unsafe Release.